weil sie Angst vor dem Volk hat, weil sie wissen noch ganz genau, dass das Volk keinem Treten mehr wird zustimmen, an dem kein nachvollziehbar Kriterien und Bestimmungen über eine wirklich Sozialpolitik vertraglich verankert sind. Sozialpolitik an Europa erreichen wir aber nicht mehr unter dem Druck von den europäischen Bürgern. Und das ist nicht mehr möglich über den Weg vom Referendum. Alle Parteien, alle Politiker, die gegen die Basisdemokratie vom Referendum ist auch gegen ein soziales Europa. Weil, wie gesagt, ein soziales Europa nicht mehr unter dem Druck an der Machtbestimmung vom Volk zustande kommt. Der 7. Juni und Lützeburger Chance, Vertreter am Europaparlament zu wählen, für den Werte wie Demokratie, respektive auch Sozialpolitik absolut Priorität tun. Wir als Summe müssen dafür bis den 7. Juni, dafür da, Stunde für Stunde, ich so gesagt, Minute für Minute mit unseren Freunden und Bekannten darüber diskutieren, für sie zu überzeugen, dass es der Wert ist, sich zu beteiligen, für ein starkes Europa, für ein starkes Lützeburg an Europa. Und dass wir da zusammen können erreichen, wenn wir zu jedem sagen, mach mal, ist so nicht mehr. Andere Positionen wie die anderen Parteien vertritt der ADR auch an Sachen Osterweiterung. Die Erweiterung von der Europäischen Union wird sicherlich dazu beigetragen, eine neue Friedensordnung an Europa zu etablieren. Ja, man muss uns aber vorstellen, wie weit soll das Erweiterung nachgehen? Und da so wir als ADR klar nehmen zu einem Beitritt von der Türkei. Nicht, weil wir gegen Türken sind, gegen Leute von der Türkei. Nein, wir meinen, dass dieser Beitritt das politisch, das institutionell und kulturell Equiliber von der Europäischen Union ganz stark steigern. Wir sind uns aber bewusst, dass die Türkei eine ganz große Rolle in Europa gespielt hat. Und dafür meinen wir, dass wir die Türkei assoziieren mussten. Ankara muss dafür aber als erste Mal Grundforderungen respektieren, wie die Menschenrechte respektive Meinungs- und Pressefreiheit. Prinzipiell so mir keine EU-Erweiterung zu diesem Zeitpunkt. Vor 5 Jahren also eine ganz große Osterweiterung geschieht. Und so meinen wir, dass die Europäische Union das noch nicht ganz verdaut tun. Die finanziell, die sozial und die wirtschaftlichen Folgewirkungen von dieser Osterweiterung sind noch nicht zu Genüge durchgehen, so dass wir nach Haut das verschaffen müssen. Solange die EU ihre Hausaufgaben nicht richtig erledigt wird, solange muss die EU verzichten, für irgendein Land an die EU abzuwählen. Mit einer Erweiterung in Schweiz, Norwegen oder Island könnte mir allerdings gut leben. Die Länder stehen als kulturell und sozial ganz nah. 27 Staaten, 1,5 Milliarden Einwohner, das alles regiert von einer zentralen Stelle von Brüssel. Wir als ADR sind für in Europa, für die Nationen, und wir sind der Meinung, dass auch die ganz kleinen Länder etwas müssen zu tun, auch Lützeburg. Ein weiter wichtig froh als Deel oder Präsenz von Lützeburg an den EU-Institutionen. Und dass der Kurkeim sein drische Material wie der ferner Karteiser sieht, mat geht die vital froh, wie Lützeburg auch in Zukunft nach kann mat dezidieren, wer an Europa geschieht. Und so mir als RDR prinzipiell, wir dürfen op keinen Fall ob als Matsprucherecht an den EU-Institutionen verzichten. An Dach as het geneet dat, für CSV, DP und LSAP zunter dem Europäische Somme von Nice am Dezember 2000 machen. Die 3 Parteien, die bis Lozoen hatten, haben sich aktiv dafür angesagt, dass Lützeburg nicht mehr permanent Kommissär an der Europäischen Kommission haben. Die 3 Parteien sind dafür, dass immer mehr Decisionen an Europa sollen durch Majoritätsdecisionen geholt gehen, aber das heißt, könnt ihr euch ja leicht vorstellen. Eisstimme wird dann nicht mehr gehört. Ein kleines Land wie Eist verliert dadurch bald seinen ganzen Einfluss an Europa. Das ist ein unverzeihlicher strategischer Fehler von den 3 Biselo-Parteien. So ein Fehler möchte der auf keinen Fall. Wir setzen uns dafür an, dass Lützeburg auch in Zukunft an dem Europa, der beschließlich nicht gegründet und etwas zu sagen hat, und wir so noch, Lützeburg muss ein Kommissär an der EU-Kommission behalten. An Irland hat das ja vier gemacht, wie ihn das möchte.
Irland hat bei Nee gestimmt beim Referendum über den Lissabon-Vertrag. Ich will just daran erinnern, dass wir heute zu Lützeburg über den Lissabon-Vertrag kein Referendum hatten, ob schon da der das gewollt hat. An das Recht, was Irland kriegt, nämlich ein Kommissär können zu behalten, auch in Zukunft, dasselbe Recht hätten wir auch gerne für Lützeburg. Das neidig, dass alle Land sein Kommissär kann behalten, und wir hätten das so gerne an einer vertraglicher Form, an einer vertraglicher, ratifizierter Form. Dasselbe Recht, was Irland kriegt, muss selbstverständlich für uns alle gut gelten. Da muss man sich auch vorstellen, wie es den anderen Parteien man Lützeburger Matspruchrecht an Europa gemengt ist, aber ein Flagrantbeispiel aus Datei. Schon am Oktober 2008 hat ADR eine Konferenz von den internationalen Finanzzentren gefordert. Mir erst am März 2009 trifft sich den Herr Friede mit seinem Schweizer und mit seinem österreichischen Kollegen. Das Regierung hat an einer kritischen Phase für als Finanzplatz 5 ganzer Monate verspielt, weil sie hätte schon lange können und müssen aktiv gehen. Das Regierung schwätzt so gerne über Kompetenzen, das schützt, dass sie selber keinen hat. Der wird sich auch dafür einsetzen, dass die EU-Institutionen nicht für alles Mögliche zuständig sind. Das gilt zum Beispiel für die Familien- respektive Justizpolitik. Ein weiteres Problem, dem man entgegenwirken muss, ist den, dass die Großländer an der Letzteren probieren, alles innerhalb sich auszumachen, an die Kleinländer wie Lützeburg dann für eine Fait accompli gestaltet gehen. Sicher, wir als kleines Land können das nicht verhindern. Wir wenigstens gingen mir von der ADR dafür sorgen, dass so Praktiken deutlich kritisiert gehen und dass so Decisionen, die da geholt gehen, auch kontestiert gehen, so wie es sich gehört. Aber das geht natürlich nimmer, wenn nicht seine persönlich europäische Karriereambitionen über die Interessen von seinem eigenen Land stellt. Und es geht nimmer, wenn als Außenpolitiker am Ausland auf eine Manier gingen auftreten, dass den auch kann echt holen. Wir wollen nicht nehmen, dass mit unseren Politikern geschwärzt wird und nicht überziehen, aber wir wollen auch, dass mit unseren Politikern gelehrt wird und nicht überziehen. Zudem nächste wichtige Wolle dann an unserem Europawahlprogramm, das ist die Wirtschafts- und Finanzpolitik, ein Sujet, den besonders an der Finanz- und Wirtschaftskrise top aktuell ist. Für aus der Krise rauszukommen, braucht die globalisiert, das heißt die weltweite Ökonomie, auch globalisierten, das heißt die weltweiten reglementären Kader, an dem die Weltwirtschaft sich in Zukunft aufwickeln kann und muss. Ziel muss eng nachhaltig, sozial und ökologische Entwicklung von der Weltwirtschaft sein. Als ADR setzen wir uns dafür fundamental Änderungen an, zum Beispiel bei den Banken. Die Banken müssen auf ihren initialen Metier zurückgefordert gehen, den du hast, Klientskonten zu feiern, Liquiditäten bereitzustellen, an Investitionen zu unterstützen. Der europäische Binnenmarkt, speziell die Eurozone, braucht eine koordinierte Wirtschaftspolitik. Es darf nicht unter den Memberländern zu einem Konkurs kommen, was wir wollen mit wertfreien niedrigsten Produktionsstandards produziert gehen. Wir müssen weltweit, mehr speziell an der EU, wegkommen von der Casinoökonomie, und wir müssen hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Wir müssen weltweit, mehr speziell an der Europäischen Union, uns klar gegen all Protektionismus ersetzen. Für Länder wie Lützeburg, das bald seine ganze Produktion exportiert, ist das wesentlich. Das setzt sich auch, wie wir gesehen haben, an für die Herle vom Bankgeheimnis, respektive die Herle von dem, was nur den Heldendote von den Herrn Juncker auf Frieden nach vom Bankgeheimnis bleibt. Prinzipiell gilt aber das heute, wir müssen in Zukunft mehr agieren am Interesse vom Bankgeheimnis, am Platzschuss nach so wie gemerkt, also zu reagieren. Für was wird nicht geschwärzt? Über die englischen Steuerparadiese an den Kanalinseln und über die englischen Partnerships. Für was wird nicht geschwärzt? Zum Beispiel über die 500 nicht fiskal an Frankreich, die erlauben, dass eine Person, die 11 Millionen Euro Einkommen hat, nur 600.000 Euro Steuern bezahlt. Es darf doch nicht sein, dass die großen europäischen Länder in puncto Steuern alles dürfen machen, was ihnen an den Kron passt, und dass die Mittel- und Kleinstaaten das nicht dürfen. Sagt man, Bankgeheimnis ist ganz einfach. Man sehen heute das Resultat von einer jahrelanger, verfehlter und falscher Politik von CSV geförderten Regierungen.